Herzlich willkommen zum Kulturtalk in der Raumwelt in Chur. Bei mir ist heute die Band Sommervogel, das ist der Tobias und Karin Spierig. Herzlich willkommen und haben den Weg gut gefunden ins Bündnerland. Wir sind hier umeinander, glaube ich, noch nicht so bekannt, wie wir jetzt bei euch unten sind, oder? Ja, das ist so. Wir haben zwar vor einem Jahr zu Lags gespielt, am Kinderfest. Das war sehr schön. Aber sonst stimmt, ja, wir würden gerne öfter kommen. Ist das echt eine Dialektbarriere, die das noch verhindert, oder an was liegt es? Nein, ich denke nicht unbedingt. Ich denke, es ist mehr so eine Marketing-Sache, dass es halt relativ viel Aufwand braucht, um wirklich über die Region auszugehen. Also bei uns kann man es noch selber machen und wenn wir über die Region rausgehen, dann brauchen wir irgendjemanden, der uns hilft. Mhm. Ja, grundsätzlich, wie sind ihr eigentlich auf das Thema Kindermusik gekommen, Karin? Es ist so entstanden, unsere Kinder, jetzt sind sie mittlerweile schon recht gross, aber als sie im Kindergarten waren, sind sie zusammen hochgekommen mit Liedern, mit Zürcher Dialekt und so weiter. Und dann hat Tobi gefunden, wir müssen mal in unserem Dialekt etwas machen und einmal anfangen zu schreiben, damit unsere Kinder Lieder haben in unserem Dialekt. So ist es entstanden. Und dann hat es mit einem Schlaflied angefangen und dann nachher ist die erste CD gekommen mit einigen Liedern drauf. Mhm. Ja, wir sehen so vor uns, also inzwischen haben wir schon 2 Alben und ein Buch veröffentlicht. Ist beim zweiten Album gerade von Anfang an klar gewesen, dass es auch ein Buch dazu geben wird? Ja, da haben wir wirklich so geplant. Das war die Idee dahinter. Wie es jetzt am Schluss da ist, das ist natürlich dann im Machen hat sich das so entwickelt. Aber die Idee war wirklich, wir machen eine Geschichte. Also die Musik ergibt sich, also aus der Musik ergibt sich eine Geschichte. Und dazu machen wir Bilder. Und nachher ist dann da halt alles ineinander noch mehr verwoben worden. Und jetzt ist Geschichte im Buch drin. Also man kann das Buch anschauen, lesen mit den Bildern. Oder man kann nur die CD hören und man kommt raus bei der Geschichte. Und man kann beides miteinander. Das ist natürlich am schönsten, wenn man die CD hört und dann noch das Buch dazu anschaut. Und gerade mitsingt auch, oder? Ja, das ist noch besser. Ja. Das ist bei euch auch immer so das Thema. Was ich bei euch immer so bewundert habe, ihr animiert mega schnell die Kleinsten zum Mitsingen und holen auch so einen Haufen Kids auf die Bühne. Was ist so der grösste Chor, den ihr schon so zusammengestellt habt? Wir haben schon mit 30 Kindern gesungen. Also manchmal sind es nur 8 bis 10 und manchmal sind es 30. Ja, genau. Man darf mit uns mitsingen, wenn man Lust hat und sich bei uns melden. Und dann haben wir jeweils vor dem Konzert eine Probe mit diesen Kindern, weil die Kinder kennen die Lieder, weil sie die CD meistens auf- und ablösen. Genau. Ja, manchmal kann es besser als wir in der Probe. Ist das auch einfach so wie zum Backup, so, oh, jetzt weißt du das? Ja, genau so. genau so. Eure Kinder, du hast gesagt, sie sind ein bisschen grösser. Sind sie auch immer noch begeistert von diesen Liedern? Machen sie auch noch mit und ja, treiben das ein bisschen voran eigentlich? Also auf der ersten CD haben sie noch im Studio mitgesungen und sie waren auf der Bühne am Anfang. Da waren sie noch im Kindergarten bis 3. Klasse. Und nachher sind sie ein bisschen rausgewachsen und haben nicht mehr mit auf die Bühne. Der Kleinste ist auf der zweiten CD noch drauf. Er ist noch mit ins Studio, aber auf die Bühne wollen sie nicht mehr. Und für uns ist okay. Also es hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Bei der CD-Taufe von der zweiten CD hat dann der älteste Gitarre sogar gespielt. Okay, es wird einfach umstrukturiert. Genau, er wollte nicht mehr singen, aber er hat Gitarre gespielt. Und jetzt sind sie eigentlich auch immer dabei. Der Älteste macht Technik. Also okay, lässig, noch nicht alles selber, aber er hilft uns extrem. Er hilft fest mit. Ja. Und die anderen 2, die hocken einmal am Stand und verkaufen CDs. Mhm. Ja. Also so ganz ein Familienbetrieb eigentlich, wenn ihr unterwegs seid. Genau, es ist so. Ja, ist eigentlich auch recht schön, oder? So wirklich mit der Familie unterwegs zu sein und alles. Ja. Habt ihr euch nie dann überlegt, vielleicht auch ein bisschen erwachsenere Musik machen?
Oder ist es einfach so, wenn einem die Faszination für Kindermusik gepackt hat, dann bleibt man dabei? Das ist schön, dass du uns jetzt das fragst, weil wir haben beim Herfahren darüber geredet, ob wir etwas erzählen sollen oder lieber nicht, lieber bei Sommervogel bleiben, aber unser Herz schlägt noch für andere Musik, ja, und für grosse Leute. Vielleicht magst du erzählen. Ja, also wir sind jetzt dran am Liederschreiben, auf Hochdeutsch jetzt einmal. Und das ist dann nicht für Kinder, das ist dann wirklich für Erwachsene, so halt Liedermacher. Es ist von Musik her nicht komplett etwas anderes. Also man bleibt so poppig, rockig, aber es ist eben für Erwachsene mit deutschen Text. Heisst es Schmetterling, zufällig? Nein, also das ist so ein bisschen das Projekt, aber wir machen in dem Fall so, also dass beide Projekte nebeneinander sind. Das ist dass sie quasi ein bisschen den Ausgleich haben zur Das ist Kindermusik. Ja. Genau. Also Sommervogel geht sicher weiter. Aber jetzt das nächste ist natürlich auch die Zeitfrage. Das nächste Projekt ist eher dann für die Erwachsenen und nachher schauen wir, wie es weitergeht. Es hängt natürlich auch fest daran, wie wir gefragt sind. Wenn wir dann irgendwann keinen Auftritt mehr haben, machen wir vielleicht auch keine CD mehr. Aber solange wir dran sind und Kinder Freude haben und wir dürfen spielen, machen wir das sicher noch weiter. Das hast du auch noch erzählt im Vorgespräch. Corona hat euch, glaube ich, schon ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während ihr diesen Sommer eigentlich ziemlich unterwegs gewesen in dem Fall? Ja, wir hatten 2-3 schöne, grosse Sachen gehabt und es ist natürlich schade, dass wir nicht dürfen. Wir haben jetzt vor 2 Wochen am Bodensee auf einer relativ grossen Bühne für viele Leute spielen. Es ist wunderbar, dass wir wieder dürfen. Und die grossen Sachen sind jetzt auf nächstes Jahr verschoben, aber die Agenda ist noch nicht voll. Also wir haben noch Platz. Also ja, gut. Hätte ich noch Zeit. Ja, eben neben dem Projekt, das wir hier machen auf Hochdeutsch, haben wir auch noch so ein paar Ideen schon auf die Seite genommen für Sommervogel, die wir vielleicht irgendwann einmal realisieren wollen? Oder haben wir jetzt einfach gefunden, jetzt fokussieren wir uns voll auf das neue Projekt? Also, als wir dran waren, haben wir gesagt, oh, dann nehmen wir dann auf die nächste. Genau. Also es ist noch etwas wo da jetzt keinen Platz mehr hatte. Aber im Moment sind wir schon am anderen Projekt dran. Ja, also da ruht noch ein bisschen. Ja. Ist es nicht sowieso ein bisschen so, dass es irgendwie für Kindermusik auch immer eine gewisse Inspiration von Kindern braucht? Und wenn eure Kinder halt so ein bisschen älter werden, dass sie euch vielleicht nicht mehr so dazu inspirieren, um so kindliche Songs zu machen? Ist das vielleicht ein bisschen so, oder Also, ist es zu einfach erklärt? Ich muss ehrlich sagen, dass mit den Kindern, wenn man eine Familie hat, Kind hat, noch arbeitet, weil wir leben ja nicht von dem, wir haben noch andere Sachen, die wir machen, dann muss man sich sowieso die Zeit ein bisschen nehmen und dann sehr fokussiert daran arbeiten. Und irgendwie habe ich für mich die letzte Zeit halt nicht so gemacht. Also ich denke mir, wenn ich dann herhocke und sage, jetzt machen wir wieder Sommervogel, ein paar Lieder, dann kommt das schnell wieder. Ist das automatisch? Das ist, also da habe ich gelernt jetzt aber mit den Kindern, um meine Produktivität, meine Kreativität sehr fokussiert abrufen, wenn es geht. Ist noch schwierig, ist wirklich ein Prozess, den man lernen, aber es geht halt nicht anders. Mit 20 hatte ich auch Zeit gehabt, ich konnte echt lange wählen, bin ich irgendetwas am Machen gewesen, und da kann man jetzt einfach nicht machen. Ja, wir haben hier jemanden zur Seite wegen des Texts. Wir haben nicht alle Texte selber gemacht. Berta Thurnier von Diepelzow, sie war lange Kindergärtnerin, hat natürlich ganz viel Fundus und viele Ideen. Und sie hat auch Geschichte geschrieben vom zweiten Album. Genau. Ja. Also sie hat sicher noch ein paar Sachen im Köcher. Sie hat noch ein paar Sachen im Köcher, ja. Bin ich mir sicher. Ja, und sie ist aber sehr kreativ. Also, wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, das ist in der ersten CD so passiert, habe ich gefunden, wir sind im Studio geguckt, habe ich gefunden, ich hätte noch eine Idee für eine Geschichte, halt für ein Lied. Und dann hat sie so zugelassen, ist gut. Und am nächsten Morgen, wenn wir machten, ist schon eine E-Mail gekommen, fertiger Text. Ist das eure Textmaschine? Ja, wir arbeiten gut miteinander. Ja. Wir haben ein super Team und jetzt so,
der Vasili Cottarellas, ein ganz lieber Freund, der gezeichnet hat, also alle Bilder gemacht hat und das Buch gestaltet. Und ja, wir haben dort eine ganz gute Familie, wo wir miteinander arbeiten. Ja, genau. Ja, hören ihr auch selber dann so ein bisschen Kindermusik oder kommen die Ideen einfach, finden ihr so, wir machen jetzt unser Ding und die anderen Kindermusiker? Also schauen ihr, was Konkurrenz macht im Kindermusikbereich oder machen ihr eigentlich eher euer eigenes Ding? Also eigentlich sind wir bei Uli Schmetzer an dem Konzert mit den Buben, die noch klein waren und es hat uns gefallen. Aber oder Lina Pardin. Ja, genau, sind wir auch schon gewesen, genau. Und ja, natürlich hat uns der Tabaluga inspiriert. Peter Maffay. Ja. Auch für eine Geschichte. Also es kennen wir schon Ja, lange. aber jetzt nicht mehr aktiv, dass wir jetzt hier schauen. Eigentlich nicht. Es ist natürlich auch mit den Kindern, aber interessiert es nicht mehr so. Und als Kleine waren, sind wir halt wirklich... Also die Idee ist eigentlich wirklich beim Uli Schmetzer an einem Konzert entstanden, wo eine alte Kollegin für uns organisiert hat. Und wir waren mit dem Ältesten dort gewesen. Und dann hat sie uns am Schluss gesagt, und wann spiele ich da, wenn wir das wieder organisieren? Dann haben wir gefunden, ja, okay, das machen wir. Und dann haben wir dann wirklich, ein paar Jahre später, haben wir dann dort Das ist ein super Auslöser eigentlich. Ja, genau. Ja, er hat ja auch eigentlich glaube nur ein Album gemacht, also mit Kindermusik, denkt es mit der Uli. Er hat doch sonst eigentlich mehr mit dem Matter Live, was ich weiß. Ja, er hat verschiedene Sachen. Ja. Ich glaube, mit Kinderliedern sind es 2 oder 3. Ja. Aber er ist wirklich so mitgegangen mit seinen Kindern. Also die Texte sind immer älter geworden. Also es ist immer auf seine Kinder angepasst, so wie ich es mitbekommen habe. Ist jetzt gleich, was bei euch jetzt auch passiert, oder? So. Ja, also ja wahrscheinlich, ja. Ist ähnlich, ja. Wann sieht man euch das nächste Mal wieder live? Oder könnt ihr das noch nicht so sagen? Also wenn ihr da... Nein, man kann es wirklich nicht sagen. Es ist im Moment... abgemacht schon nach Corona oder... Nein, es ist eben nur nächsten Sommer, sind 2 jetzt offen, wo wir uns verschoben worden sind, aber sonst ist eigentlich im Moment still. Ja, vielleicht trauen sich die Leute auch nicht so zum Organisieren. Ja, also ich habe das Gefühl, es geht noch länger. Also das ist jetzt nicht einfach fertig und alles fängt wieder an. Das Gefühl, das geht noch länger, bis es wirklich wieder läuft in die kulturellen Schiene. Ja, es ist schwierig. Ich kann es wirklich nicht sagen, ja. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war mega interessant. Schön, habt ihr den Weg gefunden und schön habt ihr uns hier das Tagstudio so wahnsinnig farbig dekoriert. Schauen wir mal rein bei Ihnen. Es gibt wahnsinnig viel gute Musik und noch ein schönes Buch dazu. Das ist ein Sommervogel. Danke für den Besuch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald. Tschüss.